Im Church Talk sprechen wir ein bisschen über das, was bei uns im ICF Zürich so behind the scenes am Abgehen ist. Und heute sprechen wir darüber, warum wir keinen Online-Pastor haben. Und was die Dinge sind, die wir bereits gelernt haben in dieser Zeit, wo wir online ganz viel Neues ausprobiert haben, wie man Kirche online macht, wie man hybride Kirche anbieten kann und warum das die Zukunft von der Kirche morgen ist. Gleich wird der Daniel bei mir sein. Der Dan Nüsch, der ist nicht nur unser ICF College Leiter, er ist auch ein unglaublich guter Freund von mir. Herzlich willkommen. Dan Nüsch. Danke Dan vielmals, Nüsch. Joel. Ich freue mich auf den Church Talk mit dir. Hey, ich freue mich auf die Church Week und Church Talk. Come on. Come on. Hey, wir haben seit Corona viel mehr Kirche online. Und trotzdem haben wir heute immer noch keinen Online-Pastor. Warum? Gute Frage, Joel. Wieso? Wir haben uns das ganz am Anfang überlegt, weil das erste war, kommen wir gerne wieder zurück in das, was wir kannten. Wir hatten mal eine Online-Kirche mit einem Online-Pastor und dann haben wir gemerkt, das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Und wir merkten, für die Leute online ist der Leo der Pastor. Also Leo und Susanne, das sind unsere Pastoren, oder der Michi oder die Sarah, weil die unterscheiden nicht, weil die sind ja sichtbar. Und wir merkten, die brauchen nicht einen neuen Pastor. Wir brauchen jemanden, der das hilft, das Koordinieren. Und darum haben wir keinen Online-Pastor und dann bin ich Online-Koordinator. Du bist ja auch ein Pastor, aber Ja. einer, der online ist. Das ist etwas generell, wo wir viel darüber gesprochen haben. Wir machen nicht einfach Online-Church, wir machen Kirche online. Genau. Was ist denn der Unterschied und wie kann ich vielleicht als Pastor oder Leiter in meiner Kirche das für mich konkret umsetzen? Es ist so eine gute Frage und ich merke, ich habe mich selber, muss ich immer wieder mit unserem Team damit auseinandersetzen. Und wir merkten, was der Unterschied ist eigentlich dort. Es gibt Leute, die eine Woche kommen sie vor Ort und die nächste Woche online. Der Marco Richli ist jetzt in den Ferien, der ist jetzt online dabei, nächste Woche wieder da. Andere Leute auch. Ich habe heute Morgen jemanden aus Deutschland getroffen und man kann nicht mal sagen, ich bin in der Kirche online und du bist in der Kirche in Zürich. Also Nein. du sagst, du sprichst eigentlich so vom hybriden Besucher. Ja, es ist beides. Ja. Die Leute, die kommen einmal online, einmal nicht online. Klar, es gibt Leute, die kommen nur online, weil sie distanzmäßig das nicht geht. Aber immer mehr kommen auch beides. Und ich kann das gar nicht mehr unterscheiden. Und wenn die ins Foyer kommen, dann möchten sie die Leute im Foyer sehen, weil sie auch online sehen, nicht ganz andere Leute. Genau. Und die sind immer dann begeistert, wenn sie kommen rein und dann sehen sie mich und sagen, oh, ich kenne dich. Und ich bin nicht einfach der Online-Pastor. Ich bin ein Teil dieser Kirche, aber ich bin auch online präsent. Glaubst du, das wird denn bleiben nach Corona? Also jetzt vielleicht Pastoren, die jetzt zugucken oder Leiter in deinem Church. Rentiert es sich denn da wirklich zu investieren als Kirche? Vielleicht, wenn ich jetzt 150 Leute bei mir in der Kirche habe, was kann ich denn aus dieser Zeit wirklich mitnehmen? Ja, es ist eine wirklich gute Frage, weil ich glaube, es wird bestehen bleiben. Wir sind digitaler geworden und etwas, was ich feststelle, ist, obwohl eigentlich Veränderung unser Kerngeschäft sein sollte als Christ, weil ja der Heilige Geist verändert uns von innen nach außen, haben wir oft, wir Christen gerade oder Pastoren, Mühe, Dinge zu verändern. Und die Realität ist, unsere Welt hat sich verändert. Es ist digitaler geworden, das heißt nicht mehr physisch. Ja. Aber oft sind die Wege in das Persönliche zuerst digital. Und wir müssen das umarmen und einen Weg finden, wie es trotzdem das Digitale in echte persönliche Beziehungen führt. Das ist spannend. Also du sagst eigentlich, wenn wir Kirche machen digital, dann braucht es immer noch diese Connection, oder? Wir haben, für uns ist sicher etwas, das wir merken, ist, es kann nicht eine Einbahnstraße sein. Es muss eine Two-Way Conversation sein. Es muss eine Kommunikation sein, die hin und her So geht. war. Das ist oft haben wir hatten oft Livestream hatten wir schon ewig. Aber was wir jetzt haben wir einen betreuten Chat. Also wenn du schreibst, wir schreiben zurück. Wenn Gebetsanliegen ist nicht nur einfach hier.
sondern die gleiche Art, wie die Leute vor Ort ihre Gebetsanliegen abgeben, ist, wie sie online die Leute abgeben. Also es verschmilzt sich. Also es geht darum, auch online Nähe zu schaffen, Beziehungen zu pflegen. Was sind so ganz konkret Dinge? Wie sieht das bei uns im Moment aus, wenn wir Kurse anbieten? Oder was gibt es da für Beispiele? Wie kann das konkret aussehen? Wir haben ja das Leadership Training. Und ich habe verschiedene Kurse, aber zum Beispiel das Leadership Training ist jetzt vor Ort ausgebucht, weil wegen Corona haben wir nicht so viel Platz in unseren Schulungsräumen. Ja. Und das ist vielleicht, bist du in einer kleinen Kirche, genau das gleiche Problem. Aber jetzt sagen wir, alright, wir machen es nicht online oder nur online oder nur physisch, sondern wir machen es beides. Ja. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du dich anmeldest, aber du bist nur online dabei. Aber nicht nur als irgendwo so passiver Zuschauer, sondern eben über Zoom. Und da gibt es Leute, die moderieren und die können auch mitreden. Ah, cool, ja. Ja, wir haben, gerade letzte Woche haben wir einen Network Day gehabt. Ja, war ja mega da. Wir haben eigentlich beides gemacht, also voll hybrid. Der ganze Event war eigentlich zweigleisig für die Leute vor Ort und dann für online hatten wir, du hast ja moderiert mit Annegret, wie hast du das erlebt? Ist das schon speziell, so online, also es fühlt sich wirklich anders an, auch Kirche... Aber es fühlt sich eben immer realer an. Also zum Beispiel, ich hatte einen Pastor aus Olten und der war oben online dabei und hat mir dann SMS geschrieben und also wir hatten einen Chat. Also das war schon eine Interaktion, das war nicht ein Weg. Ja. Also ein Schlüssel ist sicher, dass es beidweg irgendwie Kommunikation Erzähl gibt. mal, wie du das Interview mit dem Pastor aus Australien, das war ja next level. Das war wirklich ein gigantisches Erlebnis, weil wir hatten eigentlich das erste Mal so jemanden live bei uns auf der Bühne, der am anderen Ende der Welt über Zoom ein Interview gegeben hat. Und das war schon also recht begeisternd, einfach zu merken, du hast heute die Möglichkeit, einen Gast dabei zu haben, live bei dir auf der Bühne. Wir hatten so einen Screen und dort einfach einen Zoom-Call drauf und der hat uns gesehen und gehört über das Mikrofon und wir konnten mit dem einfach sprechen. Ja. Zeitversetzt, 12 Stunden und es hat super geklappt. Das war wirklich eindrücklich. Das war für mich jetzt auch wirklich eine neue Erfahrung, weil ihr müsst das verstehen. Also haben Leute vor Ort, saßen dort, dann haben die Fragen gestellt über ein Online-Tool Slido. Die Online-Zuschauer haben auch über das gleiche Tool Fragen gestellt. Ich auf der Bühne mit dem Skype-Typ, also mit dem Pastor übers Zoom, direkt die Fragen gestellt, das wieder gestreamt online und vor Ort. Also das war wie eben halt Hybrid. Ja, ich denke, Hybrid ist wirklich ein gutes Stichwort. Ich glaube auch persönlich, das ist wirklich das, was bleiben wird für die Zukunft. Ich denke, wenn du so ein bisschen in die Kristallkugel schaust, wie man sagt, was würdest du sagen, wie sieht die Kirche von morgen aus? Wie sieht Kirche nach Corona nächsten Sommer aus und was bleibt von dem ganzen hybriden Gedanken? Vielleicht auch gerade kleinere Kirchen, also wenn ich jetzt vielleicht 200 Leute bei mir in der Kirche habe. Ich glaube, Herausforderungen haben in der Kirchengeschichte immer eigentlich die Kirche stärker gemacht. Weil plötzlich kam Druck und man musste sich fokussieren, was ist eigentlich das Wichtige? Und jetziger Zeit ist es genau gleich. Die Gemeinschaft ist immer noch wichtig. Ja, absolut. Und die ist in kleineren Gruppen ja immer noch möglich. Ja. Das Wort Gottes ist immer noch wichtig und das kann gepredigt werden, persönlich oder digital. Das Gebet ist immer noch wichtig. Mission ist immer noch möglich im Persönlichen. Also eigentlich ist die Kirche, kann immer noch stark sein. Und wir dürfen uns einfach nicht verlieren in Diskussionen, die eigentlich gar nicht, die uns nur ablenken. Ja. Oh, ist es jetzt lässig, Masken oder nicht? Ist es lässig, digital oder nicht? Das ist einfach momentan einen Weg. Und ich glaube, wenn ich in die Zukunft schaue, merke ich, wir werden uns wieder mehr fokussieren, dass wir wirklich Kirche sein dürfen. Also starke Small Groups, vielleicht dezentral, aber trotzdem connected. Kurse in Person, aber auch online. Wir werden ein stärkere lernen, endlich mal das Internet nicht nur als ein Weg zu nutzen, sondern wirklich zwei Weg. Ja, das ist sehr gut. Wo das Internet wirklich die Leute sich melden können. Ich denke an kleine Kirchen, wo einfach Leute, die haben einfach einen Livestream, das ist okay, aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie man den Nachbarn spüren kann. Ja. Und die Small Groups sind immer noch stark, die werden nicht weit weggehen. Das glaube ich, also das intime Worship
Wort Gottes wird bleiben. Es ist spannend, dass du die Small Groups erwähnst, weil ich merke zum Beispiel etwas, das ich in dieser Zeit mitgenommen habe, ist, dass wir ganz konkret bei uns in der Small Group, wenn jemand nicht kommen kann physisch, dann haben wir oft einfach gesagt, hey, komm doch einfach digital dabei. Einfach für das Gebet oder eine halbe Stunde Austausch und das funktioniert wirklich extrem gut. Und ich merke, dadurch ist es den Leuten viel mehr möglich, mit dabei zu sein, wenn sie vielleicht eben unterwegs sind, geschäftlich. Also das ist für mich jetzt ein riesen Takeaway, gerade was Small Groups anbelangt. Total, sehe ich gleich. Die Church Weeks, welche wir in Zürich machen, wir mussten wegen Corona unser Camp canceln. Jetzt kannst du sagen, Scheibe, kein Camp. Was machen wir jetzt, oder? Und in unserer Größe ist es nicht immer so einfach, sofort ein neues Camp auf die Beine zu stellen. Aber jetzt die digitale Lösung von dieser Web-App, wo jeder selber ein Event draufbringen kann, also nicht nur One-Way. Ja. Also die Kirche, sogar in unserer Größe, kann jetzt jede Person sagen, ich gehe irgendwo hin. Und das wird dann wieder ganz persönlich. Also wenn ich am Donnerstag auf den Natsmenik gehe, werde ich mit bis zu 40 Leuten, die ich nicht alle kenne, das ist digital connected, aber physisch ausgetragen. Absolut brillant. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, über diese Church-App, über das Booklet, das wir da nutzen, wir werden das im nächsten Church Talk vorstellen. Ich werde da den Simon Egli, unser Brain, dazu einladen und ihn bitten, dass er uns das vorstellt und damit du auch herausfinden kannst, wie du deine Hände an das kriegen kannst. Wir sind immer darauf bedacht, dass man das auch multiplizieren kann. Hey Dan, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen. Einfach für die Einblicke, für die Impulse und für den gewaltigen Job, den du machst als Online-Koordinator. Ich liebe dein Herz für die Menschen und dass du einfach die Chancen nutzt in dieser Zeit mit der ganzen digitalen Kirche, es begeistert mich zu sehen, einfach diese Zeit jetzt, das zu nutzen und herauszufinden, einfach auszuprobieren, was können wir denn davon lernen für die Zukunft. Und ich bin begeistert von dem und ich glaube wirklich auch, wie du sagst, dass die Kirche stärker aus dieser Zeit hinausgehen wird, als wir hineingegangen sind. Und ich danke dir, dass du mit dabei warst im Church Talk. Danke vielmals, Dan, und bis bald wieder.